Guten Tag, sehr geehrte Zuschauer. Heute haben wir zweiten Unterricht von russischer Sprache. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Phonetik. Erstes Unterthema bei uns ist Betonung. Beachten Sie die Wörter, die auf der Tafel geschrieben sind. Wort Mama, Betonung auf A. Lesen Sie mit. Heißt Mutter auf Russisch. Wort Papa heißt Vater. Beachten Sie, dass beide Wörter, ähnliche Wörter, haben Betonung auf erste Silbe und bestehen aus zwei Silben. Das ist typische Fallenlassen. Jetzt gucken wir Wörter, die etwas mehr Silben haben. Wort Задание. Задание heißt Aufgabe auf Russisch. Задание, Sie lesen Transkription, Betonung auf A, Задание, auf zweite oder dritte Silbe. Die Betonung ist deswegen auf zweite Silbe, weil das Wort ist länger und besteht aus drei Silben und nicht aus zwei. Wort Fortepiano. Fortepiano heißt Klavier auf Deutsch. Fortepiano. Beachten Sie, das Buchstabe I vor dem Buchstabe P ändert sich P auf mild. Bringt J mit sich. Fortepiano. P ist Milch und danach J. Piano. Dann kommen Sie zur Regel von Buchstaben Je, Jo, I, Ju, Ja und milde Zeichen. Erste Regel. Buchstaben Je, Jo, I, Ju, Ja, Mildzeichen machen vorige Buchstabe mild. Beispiel Müsli. Wir fühlen dieses Wort M ist mit Komma oben, das heißt M ist mild. Betonung auf Müsli. Müsli heißt Hafer. Dann Wort Друзья. Друзья heißt Freunde. Друзья. Buchstabe Z wird mild und danach kommt J. Und dann A. Diese J bringt Buchstabe Ja mit. Dann wird Конь. Конь. N ist mild am Ende. Конь heißt männliche Pferd auf Russisch. Dann reden wir über die zweite Regel, die diese Buchstaben trifft. Diese Buchstaben, wenn sie am Anfang des Wortes stehen, spricht man mit J und E, O oder A an. Oder O. Buchstabe I ist eine Ausnahme. Aber in manchen Fällen ist es auch der Fall. Gucken wir ein paar Beispiele. Wort Ясли. Ясли, Betonung auf erste Silbe. L ist mild und nach milde L kommt I. So. Ja, dann kommt Wort Ёлка. Ёлка heißt Tannenbaum auf Russisch. Jo beginnt Buchstabe Jo, wie Sie sehen, das J mit O, Ёлка. J mit O. Am Anfang des Wortes Buchstabe O. Ёлка. Betonung auf erste Silbe. Danach kommt Wort Песня. Песня. E macht Buchstabe P, die zuerst steht, mild. Diese Komma zeigt das, diese milde. Песня. Buchstabe Ja am Ende macht auch N und ja, N mild. S wird auch dadurch mild. Песня. Dann Beispiel heißt Юбка. Юбка heißt Rock auf Russisch. Erste Buchstabe Ju, sie sind vorne. Die spricht man mit J mit O. Betonung auf erste Silbe. B wird etwas nicht so laut, B wird es nicht so laut und dann wird eben P. Юбка. Man schreibt B, spricht aber P raus. Юбка. Dann kommen wir zum milde Zeichen und regeln, was milde Zeichen betreffen. Milde Zeichen schreibt man in einige Wörter am Ende oder auch in der Mitte des Wortes, kann aber nie als erster Buchstabe des Wortes benutzt werden.
Ne? Buchstabe milde Zeichen hat kein Konsonant, wird nicht ausgesprochen und mildert vorige Buchstabe oder trennt sie eine Buchstabe von einer anderen. Manchmal bringt J auch mit sich. Zum Beispiel Wort Piot. Sehen Sie, nach P kommt milde Zeichen. So. Dabei P wird mild. Buchstabe J danach verursacht J mit O. Betonung nur auf erste Silbe, einzelne Silbe. Piot. Ne? Trinkt heißt auf Deutsch. Ne? Dann kommt die andere Regel mit Buchstabe Ch, Sch, Ch. Am Ende des Wortes wird es zwar geschrieben, aber nicht gesprochen. Das kommt aus noch Altrussischen. Jetzt gucken Sie die ganzen Tafeln noch ganz genau zu. Schreiben Sie auf, was Sie brauchen. Schreiben Sie ab, was Sie brauchen. So. Wiederholen Sie auch ABZ zu Hause, damit Sie alle Beispiele selbst lesen können. Und bis zum nächsten Mal. Schönen Tag noch, Frau